So, wir sind zurück bei Witcher The Wild Hunt. Witcher 3 The Wild Hunt. Und es geht weiter mit der nächsten Episode. Was wir machen werden, ist natürlich zuerst mal meditieren. Und unsere Dinge auffüllen. Unser Tränke und was sonst. Und dann werden wir uns nicht zum Baronen begeben. Nein, ich hätte speichern. Zum Baronen begeben. Wir werden natürlich zuerst Quests zuerst mal von Kira machen und dann Quests von der Sumpfhexen. Weil ich habe das schon mal erwähnt, ganz am Anfang, wenn man halt die Reihe voll gemacht, wie ich finde. Vielleicht ja, geht so andersrum auch. Aber wie ich finde, hat man ein paar interessante Optionen, wenn man es in der Reihe voll macht. Jetzt die Herren des Waldes wäre Ding, ja, der Sidequest, aber ich will zuerst mal zu. Sprich mit Ding, das ist nicht das, was ich machen. Das auch nicht, Einladung von Kira Metz. Jawohl, das werden wir machen. Wir werden die Quests von Kira Metz fertigstellen. Und damit wir das machen, muss wir zuerst mal einen Wegweiser finden. Pfosten, man ein bisschen schneller reisen kann. Ja, Ding. Plötze, komm. Kann man Plötze rufen, wenn man ein bisschen schneller vorwärts geht. Oh, die ist schon weit weg. Ja. 650 Meter entfernt. Ah, die Welt. Die Welt ist schon herrlich. Ja. Die Welt von Witcher ist schon herrlich. Können wir einfach mal wandern und nichts machen. Ja. Jetzt sind alle die Monster und so hätten natürlich. Und blöd, das ist. Ja. Ja, natürlich. Ja, das ist passiert. Wo bist du? Und plötzlich, wo bist du? Lass mich nicht allein da. Ah, da bist du. Ja. Laufplätze! Laufplätze, ja, aber wohin? Allzu lang kann man dich nicht brauchen. Schade. Ja, Plätze, dann musst du da warten. Während ich auf die andere Seite vom Ufer schwimme. Frag mich, wäre es nicht gescheiter gewesen, hätte ich einfach ein Boot genommen. Ja, irgendwie denkt es mir, es wäre schon gescheiter gewesen. Ja. Naja, kann man da ein bisschen schwimmen. Komm, Geralt. Schau, wie sauber er schwimmt. Der Kopf nach außen. Wie ein Profi, es läuft. Nice. So. Plötzlich. Der immer magisch in unserer Nähe erscheint, wenn man pfeift. Ah. Wastrel Anwesen. Ah, da haben wir. So, da haben wir schon einen. He? Wegweiser für ein bisschen schneller Reis. Wir wollen so. Kirametz ist da. Ja, jetzt ist die Frage. Wäre es nicht schneller gewesen, wenn ich direkt weggegangen? Das ist die Frage. Oh, ich jetzt zu lange Gedanken darüber machen, ob es länger gedauert hat. Wenn ich direkt dorthin geritten wäre oder jetzt mit über dem Wegweiser, ja, das sind doch schlussendlich dann gleich weit wie vorher. Ah, jetzt nehmen wir natürlich Plätze. Die Reise echt zu beschleunigen. Tun wir die Erfahrung bringen, was doch Kira Metz was so schön wird. Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder schlag sie zu Brand.
Keira, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Du hast ja gesagt, du brauchst Hilfe. Ja, gehen wir doch direkt zum Quest. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Ja, zuerst fragen wir mal ein bisschen mehr über verfluchte Insel. Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind. Hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Ein wahrer Ehrenmann. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Und ja, wieso willst du vielleicht brechen? Kira, wieso willst du das machen? Warum bist du so versessen darauf? Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist... Hör zu, ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Ja, Kira. Du haltest auch viel von den Bauern da, gell? Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast. Du kannst sie danach gern behalten. Zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Denn wer wird nicht mit toten Menschen reden? Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Xenogloss. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Parodie von dem, wo man sich anschauen. Ist geil. Hab noch nie von einem Xenogloss gehört. Funktioniert wie ein Megaskop, aber es ist weitaus handlicher. Stell dir ein magisches Kästchen vor, das spricht. Schwer herzustellen? iPhone. Sehr. Darum sind sie so selten. Ich könnte sowas jedenfalls nicht bauen. Also keine Chance, dass diese Xenoglosse populär werden.
dass jeder Magier so eins haben kann. Nicht die geringste. Nicht jetzt. Aber im nächsten Jahr, wenn Xenogears 2 rauskommt. So. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Hm? Danke. Danke. Danke für was? Ne. Ach, einen Questgegenstand erhalten. Jetzt frage ich mich, ob es auch schon mounted ist. Oder gerade knapp, ist nicht. Dann muss man das gerade mounten. Denn wir wollen ja mit den Geistern reden können, wenn wir bei ihnen sind. Ist das? Xenogears. Das kommt wird automatisch geschaltet. Augen von Nehalien, das ist auch automatisch. Wo ist das Ding? Ah, der ist schon gemountet. Okay, so habe ich es nicht gesehen. So habe ich es nicht gesehen. Ach, ich muss so wahrscheinlich umschalten. Ja, wie das? Aha, so. Einfach nach rechts. Gut. Wenn ich jetzt natürlich Mittelding drücke, ja. Geile Lämpchen, die wir mit uns führen. Gut, dann wenn wir doch zu der Ding gehen. Zu der Ding. Wie heißt es? Reuseninsel gehen. Reuseninsel. Ja, aber bevor wir das machen, tun wir ein paar Sachen verkaufen. Und schauen, ob wir eine bessere Rüstung bekommen. In dem Dörfli. Weiter so, Plätze. Wo bin ich? Ja, Plätze, ja. Natürlich. Vielleicht musst du da hängen. So. Genau, da zu dem Dörfli gehen, weil da hat es ja einen Schmied, habe ich gemeint. Bei dem müssen wir Sachen verkaufen. Und das sind auch ein paar andere interessante Sachen. Vor allem, da wir jetzt noch aufgelevelt haben. Gabriel. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Ja. Sag mal, was hast. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. So, zuerst mal verkaufen wir das Zeug, das wir nicht brauchen. Weg. Weg. Ja, weg. Die Hose weg. Das, was ich mountet habe, ist besser. Weg. Weg. 43, das ist nicht mehr so schlecht. Aber ich brauche sie nicht. So, das Schwert brauche ich auch nicht. Jetzt kann man schauen, was der für anderes interessant ist. 50er. Hä? Echt stärker als das, was ich jetzt habe. 55 Scalige, aber brauche Stufe 6 und kann noch was Weile, bis ich bei Stufe 6 bin. Und wegen dem. Ich will es jetzt nicht verkaufen, ich schaue mal da. Kann man jetzt verkaufen. So, das mal einfrieren, das kann man sich später brauchen. Adrenalin-Gewinn. Da eben das kann man sich verkaufen. Das ist nicht so interessant. Chance auf Taumeln, finde ich auch nicht so interessant. Ja, den Rest kann ich behalten. Und jetzt machen wir natürlich etwas anderes Wichtiges hier, nämlich unsere Gegenstände hier reparieren. Jawohl. Schön gemacht. Mal schauen, ob ich etwas anderes Zeug habe. Dem Herden unterjubeln. Ja. Silbererz. Weg. Weg. Stahlblech. Nein. Dimeritium-Erz. Ja. Auch weg. Monsterknochen weg. Und 602, ja. 107 Stutz hat er noch. So dummes Zeug weg. Ja, weg. Weg. Naja. Ja, der ist, kann man irgendwo anders verkaufen, weil der hat eh nicht mehr so viel. Ja. Bis dann. Leb wohl. Ja, kurz speichern. Und dann gehen wir auch in diesem Quest Lokation. Ah, jetzt noch eine Quest, oder? Ich
Ich meine, ich habe die alle genommen. Das ist ein anderer Ding. Die nehmen wir, die Sidequests. Könnte sonst mal irgendwann interessant sein, die mal zu machen. Aber nicht jetzt, okay. Das ist hier auf der Insel. Ja. 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 In das Gefühl, wäre ich einfach direkt losgeritten. Wäre ich genauso weit, aber. Grusig ist ich. Genau dann, wenn ich komme, wäre es extra gemacht. So. Nein. Nein, ich bin auf Plätze. So. Leck mich. Komm. So. Nice. Langsamer. Schön, Plätze. So. Heya! Los. Ich krieg nichts. Allgott hat 6 Ferkel verlangt. Du hast nicht mal ein einziges mickriges Ferkel beschafft. Kein Wunder, dass er uns verflucht hat. Oh, wir sind Sidequest. verdammt. Hier ist etwas. Was macht ihr hier? Wo ist... Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen. Mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Aha. Was Unsere wär's? hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Ja. Erzählt mal nach Dieser Allgott, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Gottheit? Nein, eine alte. Schon unsere Vorfahren haben ihn verehrt. Es heißt, Roßla von Erzdorf sei hergekommen, um Reisig zu sammeln. Plötzlich stand ohne Grund ein Busch in Flammen. Und Roßla hörte eine Stimme aus dem Boden, die Opfergaben und Gehorsam verlangte. Seitdem kommen wir her und opfern. Dafür wacht der Allgott über uns und bewahrt uns vor dem Bösen. Ach, Parallele zur Geschichte von Das Mose. sieht man. Aha, ja, was ist ihm noch gefallen? Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlegel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heuschrecken oder so gefressen. Ah, okay, das ist dann ein bisschen komisch. Ich könnte mich bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen: Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Okay. Ja, natürlich will ich die Quest verfolgen. Wo ist der Altar da? What the fuck? Oh, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Bitte, bitte. Du wagst es, meine heilige Ruhe zu stören, schlag mich ab. Ich wage es, sie zu stören, damit du in deiner Heiligkeit den, Fluch von den Bauern nimmst. Sie haben wirklich keine... Sie müssen mir angemessene Opfergaben bringen. Sonst gibt es eine Dürre, Hagelschlag, Erdbeben, Steinschläge. Ich habe gesprochen. Steinschläge? Hier? Wie soll das denn gehen? Keine Antwort vom Allgott. Gut, wir können unser Gespräch fortsetzen, wenn ich ihn finde. Die Stimme kam von unten. Das Sarkasmus sein. Geralt stimmt, wenn er da am Reden ist. Wein oder vielmehr Essig. Aber es hat ihn trotzdem niemand getrunken. Ich könnte dem Geruch nachgehen. Ja, Hier ist machen wir. etwas. Ich muss das Auge benutzen. Secret Passage. Ja. Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Geralt von Riva. Ist mir ein Vergnügen. Ich dachte mir ja, dass der Allgott ein körperliches Wesen ist. Aber dass er so fett ist, hätte ich nicht gedacht. Hast dich schön auf Kosten der Bauern gemästet. Kosten, Kosten.
Und was ist mit der Hilfe, die ich ihnen gewährt habe? Segen, Absolution und erleuchteten Rat? Diese Leute brauchen das, glaub mir. Ich würde immer noch über sie wachen, wenn sie ihren Teil beitrügen. Aber diese jämmerlichen Brosamen in letzter Zeit... Die sie ihren Kindern vom Munde absparen. Und dann hast du sie auch noch verflucht. Und verflucht bleiben sie auch, bis sie mir angemessene Opfergaben bringen. Quark und Molke sollen sie vergessen. Das kannst du ihnen sagen. Ich habe einen Einfall, ich bring dich um. Ja, natürlich. Gib dich mit dem zusammen, was du kriegst, oder stirb. Jetzt hör mal zu, Speckarsch. Du gibst dich mit dem zufrieden, was du kriegst, sonst werf ich dich den Raben vor. Verflixte Reformer. Na schön, ich speise bescheidener. Aber nur bis Kriegsende. Keinen Tag länger. Gut. Frag mich, ob ich da etwas klauen kann. Oh. Schatztruhe, die wir unbaren. Florenz. Geld, wo wir natürlich Dinge mitmachen. Nice. Was hat es schnell noch? Na gut, dann Fall. Nicht mehr als in Neues. Mit der Pure. Mal schauen, was sie zu sagen haben. Gibt's was Neues? Aha, ich habe mit ihm geredet. Ich habe mit eurem Allgott gesprochen. Persönlich. Und wird er sich unser erbarmen? Wird er. Er hat versprochen, mit allem zufrieden zu sein, was ihr bringt. Ich hab's doch gesagt. Der Allgott ist gnädig und verständig. Danke, Hexer. Soll ich das sagen? Ja. Oh, eins noch. Wusstet ihr, dass unter diesem Hügel eine Gruft liegt? Ihr könnt sie ja mal ansehen. Faszinierende Architektur. Ja. Ein bisschen Chaos anstiften da. Ja. Komm, plötzlich, wo bist du? Haben wir das auch gemacht. Ein bisschen im Leben von Bauern, einem Monster rumgespielt. Dann noch zum Burg. Nein, nicht zum Baron. Oder Questing, ich will zum Baron bringen. Nicht zum Baron. Wo ist die Quest? Ah, so. Ein Turm voller Ratten, Räunsel, jawohl. So. Ist das eigentlich auf der anderen Seite gesehen? Jetzt reiten wir auf voller Galopp. Das neue Ziel. Zu. Und plötzlich jetzt lass mich nicht in den Stich. Lass mich nicht in den Stich, aber ich will dich in den Stich. Leg mir jetzt nicht in der Nähe irgendwo ein Boot. Ich könnte nicht unbedingt überschwimmen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde keine andere Wahl haben. Weil da hat es in der Nähe nirgends ein Bötchen. Ja. Reuseninsel. Wie hat das im Englischen sogar Falkire Island, hat es geheißen, glaube ich. Ja. Falkire Island. Da sieht man schon von weitem, hat Monster wie nicht hier. Ganze Parade von verschiedenen Ungeheuer. Und jetzt, da wir hier angekommen sind, werden wir Fortsetzung in der nächsten Episode sehen, wie wir sind. Wir sind in 25 Minuten angelangt, wie die Zeit doch vorbeigeht. Aber ich freue mich schon auf die nächste Episode und ich freue mich schon auf eure Zuschauer. Was soll man sagen? Zuschauerschaft? Nicht, Zuhörerschaft sagt man, Zuschauerschaft kann man nicht sagen. Ja, auf jeden Fall freue ich mich auf euch beim nächsten Video wiederzusehen und ich wünsche euch
allen einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen.